Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag Lev Lückschott zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sieht. Jetzt haben wir ganz langen Buß für Porsche gemacht und sind froh, dass es Hück wieder geht. Hück am 21. April ist ein Großfest bei all de Kölsche und sonst wo, die Muslime sind. Das Faste hat abgeholt und man feiert das Zuckerfest. Lieb Kölsche Freundinnen und Freunde, die ihr Muslime sind. Wir wünschen euch Hück ein doll Treffen mit den Verwandten und den Freunden. Schöne Geschenke, lecker Müffele und Süffele und Sarah Eid Mubarak. Vielleicht ist ja auch der ein oder die andere von euch dabei, die nicht Muslime sind und mit euch Muslime zusammen feiern wollen. Es ist ja echt schön, dass das Zuckerfest diesmal im Frühjahr ist. Das Frühjahr ist überhaupt jetzt Fingers. Mit dem Frühjahr geht der Sommerzig. Das ist ja echt für Deutsch, ne? Normal geht nur eins, auf das Frühjahr, auf den Sommerzig. Aber das stimmt doch, ich bin ja jetzt noch müde. Man ist müde vom Frühjahr, weil man die Uhr vorstellen muss. Und eine Stunde weniger schlafen, das ist doch schlimm. Das ist eine gute Idee als Eselsbrück. Da geht ja ein paar kreative Ideen zu. Also, mir gefällt am besten das mit der Stühl. Wie geht das dann? Wann es Frühjahr geht, stellt man den Stühl für die Tür. Und wenn der Herbst geht, stellt man sie wieder zurück. Oh ja, kurz und knapp ist das mit der Zahlen. 2, 3, 2. Wieso? Von 2 wird ob 3 gestaltet. Und danach und dann wieder gestaltet ob 2 im Winter. Also 2, 3, 2. Oder das mit den Vögelchen. Sie fliegen in der Süden zurück im Herbst. Und dann wird auch die Uhr zurückgestaltet, das heißt, im Frühjahr wird sie vorgestaltet. Ja, hören, findest du das eigentlich schön, das mit der Sommerzig? Ja, das. Abends ist es länger hell und das finde ich richtig gut. Also mir mäht der Wessel auch kein Problem. Für Menschen ist der MEZ, der mitteleuropäische Zig, besser. Moje Menschen, die es lieber morgens als hell haben. Kannst du dich eigentlich an die Zig-Umstellung erinnern, wie du klein warst? Ja, das hat aber mit dem Krieg zu tun. Vorher, schon im Ersten Weltkrieg, also 1916 muss es gewesen sein, im Deutschen Reich und Österreich-Ungarn, da haben sie halt die Energiesparidee umsetzen wollen, weil künstliche Beleuchtung damals auch teuer und dann nicht unbedingt nötig war. Im Zweiten Weltkrieg haben sie es wieder abgegriffen, das mit der Energiespar, das war 1940. Nach dem Krieg, also nicht direkt, aber 1947, haben sie es ja für Kotezig, also nur für 2 Monate, die Differenz von 2 Stunden gehabt. Aber das hatten sie flück wieder dran gehoffen. Also ich habe nicht gelesen, dass sie da wirklich Abstand genommen haben und so ja, die DDR und die Bundesrepublik sich einig waren, dass sie den Sommerzig nicht haben wollte. Und das wurde dann wieder aktuell, da weiß ich noch, 1973, da war schön für mich als Kind. Da war die Ölkrise und man konnte am Sonntag auf der Straße spazieren, weil Fahrverbot war. Und da haben sie natürlich überlegt, ob man da auch wieder mit der Sommerzig jetzt sparen könnt. Aber schließlich haben es nur die Franzosen gemacht. Und das ging dann hin und her. Und 1980 haben sich wieder die DDR und die Bundesrepublik drauf geeinigt, dass man die Sommerzig einführen wollte. Und so ja, die Schweizer haben 1981 mitgemacht. Bis 1996 haben sie dann in der EU alles vereinheitlicht, sodass in ganz Europa
der Sommerzig und der sogenannte Normalzig gültig waren. Ja, also der Vorteil von dem ganzen Kram war, dass man Mietzig hat, wo der Mensch wach ist im Sonnenlicht. Ja, aber das war ja nicht das Argument. Sie wollten der Energie sparen und das ist auch heute immer noch das Argument, aber sie tun sich darum denken, ob das überhaupt fluppe geht. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, aus gesundheitlichen Grund ist das nicht richtig. Und für die armen Bauern und die armen Tiere ist das auch eine große Umstellung. Die Tiere kennen nichts von der Urziege. Für ein Beispiel mit dem Melken, wenn sie dann länger warten müssen, eine Stunde, dann geht dann ja, der Euter wie nicht, für ein Beispiel. Also ich finde das mit der Sommerzig insgesamt ein bisschen groß durcheinander. Es geht ja nicht nur darum, ob man wässeln will oder nicht, es geht dann auch noch darum, wenn man nicht wässeln geht, was dann übrig blieb. Blieb es dann bei der Sommerzig für das ganze Jahr oder blieb die Normalzig? Dann ja so ja ein Umfrag gemacht, dann aber nur wenig Glück mitgemacht und die meiste davon, die wollten der Wessel nicht mehr haben. Aber es ist nicht klar rausgekommen, wie es noch weitergeht. Also der Verzell mit der Sommerzig in der Frühjahrszig ist nicht typisch Kölsch. Ich habe allerdings darüber nachgedacht, typisch Kölsch kann man überhaupt nicht gut über das Frühjahr sprechen. Das ist komisch, warum dann nicht? Das Frühjahr ist doch so schön. Die Bäume blühen in den Parks und die Blümchen auch. Manchmal haben die Leute so ja in der Straße, wo ein Baum steht, ein paar Tulpen oder Osterglocken gepflanzt. Und die Wirtschaften stellen die Stühle raus und die Leute dann am Ringeland flanieren. Ja, das stimmt. Für ein Beispiel im Rheinpark, da blüht jetzt alles wunderschön. Und wenn du am Rheinboulevard das Panorama da ansüßt, da jeder nimmt da das Herz ab. Aber ich habe dann, wie gesagt, habe aber keine Frühlingsidee gefunden auf Kölsch. Der Kölsche tät sich also schwer, so jetzt Romantisches auch noch im Gedicht zu beschreiben. Meinst du vielleicht, weil der Kölsche Sorge hat, dass es so pathetisch wird? Ja, das kann Sinn. Ich meine, das ist doch mit der Lev genauso. Da sind auch so schöne Gefühle und im Frühjahr sind die ja vielleicht beim einen auf andere ganz besonders aktuell und da wird auch keine Rühmchen drüber gemacht und die Lieder, die mit der Lev zu tun haben, jedes auch wenig. Da hätt doch Lupo so ja drüber gesungen. Also in dem Lied nur für die Liebe nicht. Für alles hätt der Kölsche Wort nur für die Liebe nicht. Ja, das Vokabular ist wirklich erg reduziert. Leben, ja, liebhaben ist jen han, aber das ist ja eigentlich nicht dasselbe. Ja, manche Wörter sind wie im Hudutsch, das ist nichts Besonderes. Also Knutsche auf Kuschele, jedes, das ist wie Hudutsch. Ja, also ob Schnutchen, kann man auch sagen, ne? Aber das hätte man früher gesagt, ob Schnutjon ist ja eine süße Ausdruck. Aber hüt die Junglück nicht nur ob Schnut, wie das früher Usus war. Ja, man kennt das Wort aus dem Funke-Eid, da kann man bei der Rote Funkeplätzchen in Köln nachlesen. Da gibt noch das Wort karessiere. Das ist schön, ne? Das ist Französisch und ein bisschen Italienisch ist da auch drin. Da habe ich mich mit ein paar Leuten schon neulich noch drüber unterhalten. Und das Fazit war, dass man das nicht übersetzen kann. Wir haben das neue Lord im Wörterbuch von der Akademie für uns Kölsche Sprach. Da heißt es karessiere dann liebkosen. Aber das sagt ja auch keiner mehr. Und posiere ist nicht dasselbe. Ja, posiere ist ja auch ein bisschen mehr eins. Da sollte im Idealfall, wie es früher ja, die Regel war, dass man dann eben zum Heiraten so langsam übergeht. Also das ist wirklich komisch. Man kann doch nicht sagen, dass wir Kölsche irgendwie verklemmt wären und Angst haben, Gefühle zu zeigen. Aber es ist oft so selbstironisch oder es gibt so Reihe. Es ist eigentlich schade.
Da blieb ja eigentlich nur übrig, das, was wir han von der Lev und für uns hück jetzt auch vom Frühjahr aus dem Hudütsche zu übertragen. Also wenn man hier anfängt, vom Eis befreit sind der Strom und de Bäche, aus dem Jötesingem Faust, aus dem Osterspaziergang. Aber ich weiß es nicht. Da geht das noch wigger, dann heißt es noch am Eng, ich hören alt vom Dorf und Getümmel, he ist für het Volk der wahre Himmel. Also das mit dem Volk und mit dem Himmel, das kann ja stimmen. Aber so richtig Kölsch klingt das nicht, auch wenn alte Wörter richtig übertragen sind. Ja, genau. He bin ich Mensch, he darf ich es sinn. Da fragt der Kölsche nicht lang, ob das darf, ob das nicht darf. Lass mal doch der Mörike mit singem blaue Band probieren. Das kenne viel Glück aus der Schule. Man muss es allerdings vorher sagen. Da jedet ja immer das Problem mit Duft und Luft, wenn man das übersetzen tät. Normal heißt Luft Loch und Duft heißt Düff. Aber das geht kein Rühmsche. Und wir haben es halt bei den Blackfoes gesehen, in Katrin, das ist der Duft in der Luft und da ist das richtig alle Kölsch bei verloren gegangen. Aber inzwischen ist es Usus und wir haben es hier auch so gemacht. Jetzt geht der Mörike also. Ja, das ist die Überschrift. Et Frühjahr liedet blaue Band wieder flattern durch die Luft. Süße, jodbekannte Duft trägt voll Ahnung durch das Land. Fiülscher träumen alt, sie täten jetzt bald kommen. Hören's von Fan ne Harfeton, Frühjahr, ja, du bist es, dich haben wir abgenommen. Das ist ja schön. Fiülscher sind de Veilchen. Ich kann es mir genau vorstellen. Ding erste Frage, wenn wir jetzt hier nicht den Podcast hören. Was für ein Blauband. Ach, jetzt hast du das alt für uns genommen. Genau. Blauband haben wir nicht, brauchen wir nicht fort damit. Ja, das könnte ja sein. Dann ist es ja ein schräges Problem, wo de Lev und das Frühjahr zusammenkommen. Dabei hat der Goethe uns das vorgemacht und meistenteils ist es übertragen in singem Mailied ja nicht so schwer. Hier, Hermann, dun dat uns deklamieren. Ja, also Caroline hat der Original Goethe ein bisschen das Kölsche übertragen und hat sich aber ziemlich an das Original gehalten. Das muss man zugeben. Es geht los. Wie herrlich schläucht man die Natur. Wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Et kommen Blöde aus jedem Zweig und 1000 Stimmen aus dem Gesträuch. Und Freud und Wonn aus jeder Brust. O Eid, o Sonn, o Glück, o Lust, o Lev, so jolde schön, wie morgen Wolke ob de Höhen. Du sehnst so herrlich et frische Feld, im Dampf und Blöte de ganze Welt. O Mädchen, wie jen han ich dich, wie lost du mich an, wie jen hast du mich. So macht der Lieferling Lieder und Luft und Morgenblümchen, der Himmelsduft, wie ich dich jen han. Mit warmem Blut, der Jugend, der Freud und auch der Mut. Und neue Lieder han ich durch dich, bis ewig glücklich, wie jen hast du mich. Ist dat nicht schön, wann der Goethe dat wüss, dat der Oster singem Kölsche Mummenschanz am Fastelavendspütz in der Nähe vom Rathaus jetzt auch noch mit singem Mailied in Köln wirken kann. Das tät dem Goethe sicher erg gut gefallen. Ja, Lev Lückscher, vielleicht ist das ja auch ne kleine Deu ins jet Romantisches über de Lev und über das Frühjahr ob Kölsch zu sagen. Der Sprachkurs, den wir sonst machen,
haben wir ja als vorher gemacht mit all den Ausdruck für Lebeaktionen. Blieb uns nur, euch ein schön Frühjahr zu wünschen, mit Blümchen und Blöte und viel Sonne und viel Lev und eine schöne 1. Mai. Tschö.